Eine Früh nom Hort Gottes. Bist du dort? Zie ik dort? So von der möchte ich die einladen, in der Serie wieder zu gehen, eine Früh nom Hort Gottes. Und von der habe ich zwei Frühes, wo ich die feststellen möchte. Und dort sind Maria und Martha. Von der möchte ich über eine Geschichte von Maria und Martha rübernehmen aus Lukas 10. Und Maria und Martha waren zwei Frühes in der Bibel. Sie waren als Jünger von Jesus, aber sie reisten nicht mit Jesus mit. Aber jedes Mal, wenn Jesus durch ihre Stadt oder Dorf durchreist, jedes Mal, wenn er da wird, dann bleibt er dort Nacht. Oder die ganze Gruppe versorgten sie mit Eten und verschiedenste Dinge, was sie für Jesus und die anderen Jünger deuten. So diese zwei Frühes waren ganz verschieden. So ein Tag kam Jesus krank, so war er daheim und dort kam dann eine Situation, wo da in der Geschichte beschrieben ist. So und Martha ist eine Frau, die ist so besorgt um dort eten, dass die alle gut bedient sind, dass die alle was zum Trinken haben, was immer da ist. Sie schafft für die ganze Gruppe. Sie freut sich sehr, dass Jesus da ist. Sie läuft dort sehr und sie hört vielleicht so ein bisschen vom Bezug auf, was die da alle vertellen. Und sie wird dann mit einmal ein bisschen aufjenstig oder auch sie will gelobt worden für die Arbeit, was sie schaffen. So sie kommt nach Jesus und sagt, hey, Maria soll ihr doch helfen. Maria soll ihr doch helfen, das alle rein zu merken, mit ihr Top zu schaffen und zu dienen für Jesus. Und Jesus sagt dann aber doch zu Maria, sagt, sie hat was Gutes gewählt von ihm zu lernen, wo er da ist. Und das ist eine karte Geschichte, wo wir viele Dinge ben sind, was wir von dir lernen möchten. So, wo sie ich Vierten in mein Leben in den alldischen Tag, dann sehe ich so besorgt darum, dass alles gut ist, dass Haus ist rein und verschiedenste Dinge. Vielleicht möchte ich auch jeden haben, dass der Mann mir lobt für das, was ich getan habe, aber Vierten sitze ich vielleicht nicht mal dort. So, ich glaube dir, dass vielleicht auch Vierten so, du hast geschafft, du hast best vielleicht manchmal allmählich bei Mittag und hast dann aber mit so viel mehr das Eten reingemerkt. Und der Mann ist vielleicht bosig, kämpfen Arten, dann ist auch wieder bei der Arbeit und hat ganz viel jeden überhaupt Dankeschön zu sein, dort zu loben. Und ich glaube, dort kriege ich merken, dass Gefühl, was Martha hat. Martha hat das Gefühl, naja, ich schaffe hier alle und keiner sagt was oder keiner sitzt dort. Und ich möchte, dass mir mal helfen. Ich möchte mal da kommen. So sei unterbrecht die Gespräche, was Jesus da hat, um mit Aufmerksamkeit zu kriegen, um eine Aufmerksamkeit zu haben, wie viel Arbeit da eigentlich ist. Und sagt, Maria soll helfen kommen. Und wo Jesus aber Aufmerksamkeit merkt, das ist nicht das Einzige. Maria wird die Person, sie sagt da mit der Gruppe taub und hört, was Jesus lehren will. Und ich glaube, das vergeht wie Vierten. Vierten, dann sind wir ganz eine Seiten, wenn bloß Martha sind, und vergeten, was Jesus wirklich zu uns zu sein hat. Was Gott in unserem alldischen Leben zu sein hat. So will ich die dort leben früh, für jetzt die Vierten, alldischen Tag von Gott. Wir beten und wir glauben an Gott, aber wir vergeten Vierten, dass die selbst beim Abwaschen bei uns ist. Oder dass die mit den Kindern mit uns taub da ist. Oder dass die uns so wünscht, dass wir eine Freude am Tag haben. Wo kann ich eine Freude am Tag haben? Mir geht das Vierten so, dann verrutscht wie an der Arbeit und wir sind wo viel wie da machen oder wo viel wie da derben mit Kindern oder mit dem Haushalt oder mit deiner Arbeit und du verlierst das wirkliche Leben, du verlierst das Ziel, was wir eigentlich auf ihr haben. Und das Ziel ist, dass wir mit Jesus taub leben, dass wir mit Gott in Gemeinschaft leben. Und liebe Früh, ich möchte dich fragen, wie viel hat Gott Part von deinem Leben? Betest du bloß an weiter zu ihm, wenn du ihn brauchst? Oder setzt du einfach mal mit Jesus taub, mit Gott taub, genießt den Tag mit ihm taub, lebst den Tag mit ihm taub. Das heißt nicht, dass ich mit meine Arbeit ziehen lasse. Wenn das abwascht, die Stunde bleibt, wird die Familie anmutig. Wenn das Haus schwinsch bleibt, dann wird die Familie anmutig. Und du ist dort wichtig, dass wir das taub tun. Dass wir Jesus und Gott
den Heiligen Geist taub in unserem Leben ben han, in uns Tag ben han. Wenn wir mit den Kindern taub sind, dann vertraut von Gott, von Jesus. Nicht bloß auf den Ohren, wenn sie schlupen gehen, schwimmen beten, sondern dort wirklich Jesus am Leben mit Port hat. Dort Gott einfach da ist, dort der Heilige Geist da ist. Wozu ist der Heilige Geist da? Um uns zu helfen, um uns Mut zu machen, wenn du Frauen hast, mit den kleinsten Dingen, wo kann ich hier reagieren? Wo kann ich hier mutig bleiben? Wo kann ich meine Kinder abtragen? Da sind so viele Dinge, die uns für uns fehlen zu weiten. Und da muss Gott Port sein. Aber wie müssen uns dazu wählen, auch am Tag, mittellang der Arbeit, Gott zu bieten haben. Und ich möchte die Frauen, hast du Gott wirklich in dein Leben? Und ich möchte die einladen, mit mir taub zu beten. Vor dem Himmel, ich sei dir Dankeschön, dass du mich gewählt hast, eine besondere Früh zu sein. Eine Früh zu sein, nur dein Hort. Und Vater, vergib mich, wo ich vielleicht Fehler geschafft habe, wo ich allein geschafft habe, wo ich den ganzen Tag mit den Kindern oder mit dem Haushalt, wo ich allein geschafft habe und wo du nicht Port mit wirst. Ich glaube an einen großen Gott, wofür vergeht ich, dass du Port von meinem Leben sein möcht. Vater, ich möchte dich einladen, durch den Heiligen Geist, dass du Port von meinem Leben bist, von meiner Arbeit bist, von meiner Familie. Und liebe früh, ich möchte dich sehen, wenn du mit Gebet hast, wenn du Frauen hast, du kannst mir wirklich schreiben und ich möchte dich sehen, liebe früh. Du bist wichtig, du bist gewählt, eine Früh, um Hort Gottes zu sein.